Wenn das Pack einstaut am Nordpol, kann man prima Wettgumpis machen. Meistens gewinnt Lena Schneehase. Und darum entdeckt sie auch als erstes das verlassene Boot. «Kommet, kommet!» So trommelt sie der Lars Eisbär und das Schneegänzli Pieps zu sich her. «Schnell, kommet!» «Siehst du, Lars, was ich gefunden habe? Mensch, fahrt's!» Der Lars dünkt's mal, aber zuerst müsste das Wasser raus. «Also gut. Es sei zwar nass», meint Lena übermütig. «Aber sie fangen jetzt einen Weg an schöpfen.» «Oh so.» Der Lars und das Pieps finden das nicht lustig. Nein. Aber sie helfen gleich, das Boot zu stossen. Über die Eis rüber, auf das Meer raus. «Judi hui», rufen alle und Lena singt. «Wir fahren über das Meer, wir fahren über das Meer.» Lena hat heute schon nichts als Lumpereien im Sinn. Und schon hat sie etwas Neues entdeckt. «Den Ring habe ich gefunden. Der Ring gehört mir.» «Nein, der ist zu gross für dich. Gib her», sagt der Lars patzig. Und jetzt fangen sie an zu streiten. Der Lars schnappt sich den Ring und taucht ins Wasser. «Das ist gemein, komm zurück!» Je mehr das Lena schimpft, umso glätter findet der Lars im Wasser. «Ciao, Lena, das ist viel gemütlicher», ruft der Lars und lässt sich wegtreiben. Und das Pieps ruft um Hilfe und zappelt wie wild. «Haben wir die alle vergessen?» schimpft. «Excuse, dafür darfst du jetzt Kapitän sein.» Das Pieps ist begeistert und hat auf einmal ein nasses Födi. «Oh nein, Pieps!» ruft Lena. Aber es ist schon zu spät. Das Wasser sprudelt ins Boot. Das Loch lässt sich nicht mehr stopfen. Und von all dem merkt der Lars überhaupt nichts. So wohl ist es ihm, dass er fast einschläft. Unterdessen sucht Lena Schneehase den Topf zum Wasser rausschöpfen. Aber der ist schon so weit weg, dass sie ihn mit der Stange kaum verwutscht. Endlich merkt es der Lars. «Lena, Pieps, weg dort!» Immer näher treiben sie auf die Eisberge zu. «Lena, Pieps!» Auf einmal merkt Lena, dass rund um das Eis sich langsam anfängt zu schliessen. Sie probiert, die weißen Ungetüme aufzuhalten. Aber der Spalt wird immer enger und enger. «Kumpelt raus! Schnell!» «Aber die Lena kann doch nicht schwimmen!» «Dann schiess das Seil!» «Halt dich fest! Komm rüber!» Die Lena mag fast nicht mehr. Und dann hat sie es geschafft. Nie mehr will sie einander ärgern. Frieden will sie schliessen. Und das Pieps will hier gerade mitmachen. Weil der Frieden hat zusammen ist doch am allerschönsten.